Hallo zusammen. Heute nehme ich Sie mit nach Moresnet, um die Remigiuskirche zu entdecken. Hinter ihren schlichten Mauern verbirgt sich ein außergewöhnliches Kulturgut, das Erbe mehrerer Jahrhunderte religiöser, künstlerischer und politischer Geschichte in dieser Grenzregion Limburgs. Eine Kirche, die nicht nur ein Ort der Verehrung ist, sondern auch ein echtes Zeugnis der religiösen, territorialen und politischen Geschichte dieser so besonderen Grenzregion. Hier in Moresnet sprechen die Einrichtungsgegenstände der Kirche ebenso viel wie ihre Mauern. Truhen, Statuen, Lettner, Altar, Orgeln oder Glasfenster. Jeder Gegenstand erzählt von einer Epoche, einer Frömmigkeit, einem Bruch. Ein stilles Erbe, das jeder für das Verständnis der Geschichte der Randgebiete Limburgs von grundlegender Bedeutung ist. Es ist noch nicht genau bekannt, seit wann die Region Moresnet bewohnt ist. Auf den Anhöhen im Wald von Preuß wurde jedoch eine Nekropole mit 27 Gräbern aus der Bronzezeit gefunden. Archäologische Ausgrabungen datieren diese auf die Zeit zwischen 1800 und 1100 vor Christus. Es wird vermutet, dass der Name Gemenisch von einer antiken römischen Villa stammt, die einem Veteranen der Armee namens Geminius geschenkt wurde. Es gibt jedoch keine Beweise für diese Legende. Moresnet liegt am Hertogenweg, der den Rhein mit der Maas verband und über Rolduc, Vals, Moresnet, Hontem und Limburg führte. Moresnet liegt auch nur einen Steinwurf von einem anderen wichtigen Weg des Mittelalters entfernt, der Via Regalis, die Dahlem, Maastricht, Valkenburg und Aachen verband. Sicher ist jedoch, dass an dieser Stelle im 9. Jahrhundert eine Kapelle stand, die zum Marienstift in Aachen gehörte. Von diesem Gebäude ist außer dem Stein des heutigen Altars nichts mehr erhalten. Dieser wurde Ende der 60er Jahre bei der Erweiterungsarbeiten am Chor im Boden entdeckt. Diese eine Kapelle von Moresnet wird in einem Dokument aus dem Jahr 888 erwähnt. Ich zitiere: Auf diesem Gebiet wurden 2 Kapellen zum Nutzen der Bürger errichtet. Zu der einen gehört ein Herrenhaus, zu der anderen 5 Gebäude. Ende der Zitation. Über die zweite Kapelle ist ebenso wenig bekannt wie über das Herrenhaus. Handelt es sich hier um ein Gebäude, das älter ist als Schimper? Dieses wurde nämlich im Jahr 946 erbaut und 1246 wieder aufgebaut. Die Pfarrei Moresnet ist seit dem Mittelalter belegt. Die erste Erwähnung von Moresnet stammt aus dem Jahr 1041 unter dem Namen Maurice Mahil. Das Dorf wurde 1171 zu Maurice Manil, 1202 zu Maurice Nid und schließlich 1497 zu Maurice Niet. Der Name Moeras leitet sich von Marais, Sumpf ab, einer Landschaftsform, die entlang des Göhltals häufig anzutreffen ist. Die Pfarrei und die erste romanische Kirche stammen aus dem Jahr 1214. Die Weihe an den heiligen Remigius, der um 1050 verehrt wurde, bestätigt diese Datierung. Sie taucht in mehreren offiziellen Urkunden auf, einer aus dem Jahr 1264, einer weiteren aus dem Jahr
1327 und schließlich aus dem Jahr 1497. Die Pfarrei Moresnet ist so wichtig, dass sie auch in einer offiziellen Urkunde vom Papst Johannes den 22. erscheint. Die ursprüngliche Kirche, wahrscheinlich aus dem 11. oder 12. Jahrhundert und romanischen Ursprungs, besitzt noch eine Glocke aus dem Jahr 1272. Auf ihr steht geschrieben O Rex Gloriae Veni cum Paece. Diese Glocke scheint die älteste Belgiens zu sein. Die 8 romanischen Säulen aus Schieferstein im Mittelschiff stammen aus dieser Zeit, dem 13. Jahrhundert. Die in die Säule eingelassenen Weihwasserbecken aus schwarzem Marmor stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Der Tresor in die Sakristei stammt ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert. Als Anekdote sei hier erwähnt, dass ganz zufällig ein romanisches Taufbecken entdeckt wurde, was in die Wände eines Kellers in Monsen eingelassen war. Wie in vielen alten Kirchen findet man auf dem Boden des Mittelschiffs Grabsteine. Es ist jedoch nicht mehr möglich zu erkennen, wem sie gehörten. Das Schiff mit den beiden Seitenschiffen stammt aus dem 17. Jahrhundert. Genau gesagt aus dem Jahr 1645. Sein prächtiges Dach in Form eines umgekehrten Schiffsrumpfs stammt aus dieser Zeit. Diese Kirche ist für eine ländliche Gemeinde geeignet, verfügt jedoch bereits über die wesentlichen liturgischen Gegenstände. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert umfasste die Pfarrei ein weitläufiges Gebiet, darunter insbesondere Schimper, Notre Dame, St. Adalbert, Altenberg und Allensberg, was den Gemeinden Moresnet, Kelmis, Neumoresnet, Bilchen und einigen Gebieten in Deutschland entspricht. Diese Pfarrei zählte fast 300 Einwohner und wuchs bis zu Ende des 18. Jahrhunderts über 500 Einwohner an. In der Kirche sind mehrere antike Möbelstücke erhalten geblieben. Dort befinden sich auch polychrome Holzstatuen, darunter eine Darstellung des heiligen Antonius des Großen aus dem 16. Jahrhundert, um genau zu sagen 1520, die sich durch ihre hervorragende Ausführung auszeichnet. Leider wurde diese Statue im 19. Jahrhundert sehr schlecht restauriert. Zu den liturgischen Gegenständen gehören auch prächtige Monstranzen und Kelche im Sonnenstil sowie Ziboren aus dem 17. und 18. Jahrhundert im Maßbarockstil. Diese Stücke aus vergoldetem oder versiebeltem Metall verdeutlichen die Bedeutung des eucharistischen Kultus und den relativen Wohlstand der Gemeinde in der Neuzeit. Einige Priestergewänder stammen ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert. Die Bänke, auf denen die Gläubigen heute noch sitzen, stammen ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert erfährte die Kirche bedeutende Umbauten. Das Gebäude erhält nach und nach ein monumentaleres Aussehen. 1790 werden Tischlerarbeiten im Stil Ludwig XVI. Angebracht, darunter Beichtstühle und der Lettner. Auf der Wand des Lettners im ersten Stock befindet sich außerdem Darstellung der 12 Apostel in Grisaille, die im 18. Jahrhundert im Stil Ludwig XVI. Angefertigt wurden. Diese Medaillons bilden ein seltenes und einheitliches Dekorationsensemble, das heute noch die Wahrnehmung des liturgischen Raums prägt. Diese Werke zeugen von der künstlerischen und religiösen Lebendigkeit der Gemeinde. Das 19. Jahrhundert markiert einen wichtigen Wendepunkt und entspricht einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Im 19. Jahrhundert wird das ehemalige Bank von Monsen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Annexion durch Frankreich und dessen Politik der Entchristlichung wird das Gebiet von Moresnet zerstückelt. Nach dem Wiener Kongress wird Moresnet zwischen Preußen, dem Vereinigten Königreich der Niederlande und einem unabhängigen Gebiet, dem neutralen Gebiet von Moresnet, aufgeteilt. Auch die Pfarrei wird geteilt.
Bilchen wird bereits 1805 der Pfarrei St. Jakobus in Aachen angegliedert und Kelmis wird 1858 eine unabhängige Pfarrei. Ebenfalls 1885 wurde ein neuer, monumentaler Altar aufgestellt, der vom Bildhauer Alexandre de Tombay geschaffen wurde. Die ihn begleitenden betenden Engel wurden leider in den 90er Jahren bei einem Einbruch gestohlen. Heute ersetzen 2 Gipsabgüsse diese Figuren. Um 1870 wurde eine große Orgel in den Lettner aus dem 18. Jahrhundert eingebaut und zählt zu den wichtigsten Elementen der musikalischen Ausstattung der Kirche. 1890 wurden neue Glasfenster eingebaut. Der Lettner wurde erhöht, ebenso wie das Mittelschiff, und unter dem Lettner wurde eine Mariengrotte eingerichtet. Das 20. Jahrhundert ist geprägt von weltweiten Konflikten. Während des Ersten Weltkriegs, genau gesagt im Jahr 1916, baut die deutsche Besatzungsmacht ein gigantisches Eisenbahnviadukt, das das Göhltal und unsere Kirche überragt. Zum Zeitpunkt seiner Errichtung war dieses Viadukt mit einer Länge von 1107 Meter das längste der Welt. Im Jahr 1944 wurden durch die Bombardierung des Viadukts die meisten alten Glasfenster zerstört. Nach dem Krieg wurden sie durch moderne Glasfenster ersetzt. Das Fenster mit dem heiligen Antonius dem Großen stammt aus dem Jahr 1895, während das Fenster mit dem heiligen Remigius aus dem Jahr 1949 stammt. Im 19. Jahrhundert wurde die Kirche durch den Bau eines Backsteinsturms dahinter erweitert. Dieser wurde 1880 fertiggestellt. Diese Umbauten gingen mit dem demografischen und wirtschaftlichen Wachstum der Region einher. Entlang der Außenmauer kann man alte Grabsteine aus dem 17. und 18. Jahrhundert bewundern. Ebenfalls an der Außenwand kann man das Grabmal der Familie de Lesseau bewundern. Diese Familie de Lesseau ist seit der Zeit der Herzöge von Burgund in Moresnet ansässig. Sie besaßen das Schloss Allensberg und betrieben das Gelmei-Bergwerk. Ihr berühmtester Vertreter war Arnold de Lesseau, der zwischen 1806 und 1858 Bürgermeister des neutralen Gebiets von Moresnet war. Über diese faszinierende Persönlichkeit wird in Kürze ein nächstes Video geben. In den 60er Jahren wurde das Familiendenkmal der Familie de Lesseau in ein Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege umgewandelt. Die Remigiuskirche in Moresnet ist nicht nur ein religiöses Gebäude. Sie spiegelt die bewegte Geschichte dieser Grenzregion wider, die zwischen verschiedenen Staaten und Einflüssen hin und her gerissen war. Ihr Mobiliar, das im Laufe der Jahrhunderte angesammelt, umgestaltet und manchmal auch beschädigt wurde, erzählt die Geschichte einer Grenzgemeinde, die mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Umwälzungen konfrontiert war. Die Pfarrkirche von Moresnet ist ein unauffälliges Kulturerbe, aber unerlässlich für das Verständnis der lokalen Geschichte des ehemaligen Herzogtums Limburg. Ich danke Ihnen. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.